Haut Freitag von der Eichdrucktar Woch begrüßt ich ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Am Kader von der Muttergottesoktav, die dieses Jahr unter dem Thema steht, zusammen Kirchsinn, überdrohen wir von heute Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof, dem Monseigneur Leo Wagner. Als Anfang sagen wir Lauretanische Litanei vom Chanoine René Ponchelet, bei der Aussetzung und Unumsind auch vom Chanoine René Ponchelet, der Regina Coeli Magnificat 574, beim sakramentale Segen den Tantum Ergo ob Melodie, O Maria, deine Schmerzen, Kompendium 193, und als Schlusslied, es schon mein Lied bei dich gedrohen, Magnificat 893. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti auf der klassischer Urgel Christi Mutter stand in Schmerzen vom Jos Kindsee. Kantor aus dem das Herr Marc Dostat, Dirigent von der Metrise von der Kathedrale. Thema von der heutigen Predigt ist und unumsind, sie sollen eins sein. Wobespruch von Monseigneur Ferner Frank. Erwählte Mutter des Herrn, freue dich, Maria, du Aufstrahl der Freude, freue dich, Halleluja, du Löserin des Fluches. Des ewigen Königs, freue dich, Maria, du Gipfel der Schöpfung, freue dich, Halleluja, du öffnest die Neuheit der Schöpfung, freue dich, Gnadenvolle. Du kleidest Gott in unsere Natur, freue dich, Gnadenvolle. Du bringst den Schöpfer als Kind, freue dich, Gnadenvolle. Du trägst den Allesträger, freue dich, Gnadenvolle. Du bist jungfräuliche Mutter, freue dich, Gnadenvolle. Dir jubeln Erde und Himmel zu, freue dich, Maria, dir singen Freiheit und Gnade, freue
Thronen, freue dich, Halleluja. Dich bekennt der sieghafte Glauben, freue dich, Maria. Dich fürchten die Geister der Bosheit, freue dich, Halleluja. Du Siegesbanner der Kirche, freue dich, du Festigung unseres Glaubens, freue dich, du Burg unerschütterlicher Hoffnung, freue dich, du Mutter der schönen Liebe, freue dich, du Heilige über allen Heiligen, freue dich, du Freude des himmlischen Vaters, freue dich, Maria, du Freude des göttlichen Sohnes, freue dich, Halleluja, du Freude des Heiligen Geistes, freue dich, Maria, du Freude unseres Gottes, freue dich, Halleluja, du Freude göttlicher Barmherzigkeit, freue dich, Maria, du Freude unserer Freude, freue dich, Halleluja. Lasst uns beten. Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Heiliger Vater, ich bitte dich nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast
und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Herr Erzbischof, Herr Weihbischof, vielleicht alle Guten, die dir mal durch die Medien, auf ihren allem eben durch das Gebiet verbunden sind. 2. Februar 1991, Dienstmistag. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie mein demoligen monrischer Hemespastor, den Herr Alois Beck, mich an die Kathedrale mitgebracht hat, für der Bischofsweih von Monseigneur Ferner Frank Teil zu holen. Es war für mich als junger Bursch von 17 Jahren ein ganz besonderes Erlebnis. Den ergreifendsten Moment aber von der ganzen Feier war der Blick von der Maîtrise unter der Leitung vom Chanoine René Ponchelet, die von ihm vertonte Wobespruch von unserem 7. diözesanen Bischof an 2. Erzbischof erklingen gelassen hat und unumsinnt. Tigerhaut als man demut ausgegangen, wie auch genau 25 Jahre mich spät bei der Feier vom Silver Bischofsjubiläum von Monseigneur Frank. Dann aber durch einen anderen Grund. Und ich mich 1991 Echter von dem Gesang ergreifen gelos, so stung 25 Jahre danach der Wobespruch mit seiner Deva aus so für mich am Vordergrund. Und unumsinnt, sie sollen eins sein. Ich habe mich gefreut, was mir als Kirche am Laufe der Zeit aus dem gemacht haben, was Bischofsdevies ausdrückt. Und unumsinnt. Wie weit als das für Jesus Christus am Johannesevangelium selber formuliert Ulaies, sein Herzenswunsch Realität ging. Wenn wir ehrlich drüber nachdenken, da kommen wir nicht ernst, mit Bedauern festzustellen, dass den Herzenswunsch von Christus, den hier am Abendmahlsaal den Abend für seinem Leiden erstirben, als Gebet aus sein Pap am Himmel gerichtet wird, ob viele Plätzen und zu allen Zeiten bloß ein frommer Wunsch blieben ist. Bis heute. Von Anfang an von der Geschichte vom Christentum gab es nämlich Spaltungen, Richtungskämpfe, verschiedene Auslegungen von dem, was Jesus Christus wirklich gewollt hat. Und das hat Dachs zu Religionskricher gefordert, zu blutigen Auseinandersetzungen, leider am Namen von Christus, aber sicher nicht aus seinem Geist. Aber wenn heute auch viele Foren Niveau von der ökumenischen Bewegung gemacht gehen,
an Christen sich ein dem anderen Minot kommen, so bleibt doch noch ein weiter Weg zu gehen, bis der Wunsch von Christus wirklich Realität wird. Mir lieb Leid, kommt mir gucken nicht so viel raus an die Weltkirche. Wir bleiben mal ganz einfach hier zu Lützeburg. Auch an der Kirche, die zu Lützeburg ist, müssen wir uns die Frage gefallen lassen, wie weit wir dem Ulleis von Christus entsprechen. Gehen doch innerhalb von einer kleinen Erzdiözese Differenzen, Parteiungen, Jalousie, Erspannungen. Viel Gutes wird da selber zerstört, weil wir uns nicht eins sind, weil wir ob uns recht pochen, aber vielleicht Zeichen von der Zeit nicht richtig deuten können oder deuten wollen. So entstehen Streit, Neid und Uneinigkeit. Und dabei soll es doch gerade bei uns Christen anders sein. Und unumsinnt, wir sollen eins sein. An die Einheit lief Leid, sie wir so wichtig. Für wat, die froh kann ihn sich stellen. Dann wird ob das froh geht Jesus Christus selber. Wir hunse hören am Evangelium. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaubt. Die Welt an als Mattmenschen kommen nicht zum Glauben durch ein Predigt, auch wenn sie nach so schön theologisch korrekt, a fachmännisch viergedrohet. Sie kommen auch sicher nicht nimmen zum Glauben durch das Lesen von einem spirituellen Buch oder von gut ausformuliert theologischen Aufsatz. Das stärkste Glaubenszeichnis, das es an der Welt gibt, gerade an eiser oft zerrassener Welt, als die geliebten Einheit. Wenn die Welt spürt, dass wir Christen eins an eines sind, da fanden Menschen zum Glauben. Nimme war mir biblisch gesagt, ein Herz und eine Seele sind, kann die Welt etwas von Gott selber gesehen, dann als Gott den lebt als erfuhrbar. Wenn die echt Christen an einer einziger Generation praktisch die ganze Mittelmeerraum missioniert tun, ohne Fernseh, ohne Internet und ohne modernen Verkehrsmitteln, da lugt nicht zuletzt darum, dass trotz vieler Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten bei ihnen eine Einheit sichtbar war, die fasziniert hat, aber begeistert hat. Seht, wie sie einander lieben. Den hat erlebt, als wohl das größte Zeichnis von uns Christen an dieser Zeit. Uneinigkeit schuld unserer Glaubwürdigkeit. Vielleicht ist es von den größten Fehlern an unserer heutigen Kirche, dass wir Spaltungen zulassen, ein Streit an unsere Gemeinschaften, an den Paaren, an den Dörfern einfach hinholen. Es misst doch Dulleis von uns all sein, dass wir Einheit schaffen, an Einheit leben, dass wir zusammen Kirche sind und unumsinnt. Wir dürfen den Jesus mit seinem Herzenswunsch aber nicht falsch verstehen. Einheit bedeutet nicht Einheitlichkeit, und noch nicht Uniformität. Die Einheit, die Jesus mengt, ist eine Einheit an der Pluralität. Er kann und er soll
jedverein unverwechselbar hier selber bleiben. Und unverwechselbar sind wir durch unsere Personalität, durch unsere Persönlichkeit, durch unseren Charakter, unsere Talente und nicht zu vergessen, durch unsere von Gott geschenkten verschiedene Charismen. Gott gibt diese Eigenschaft, das Charisma, jenem Menschen, aber nicht für ihn selbst, sondern damit er der ganzen Gemeinschaft dienen kann, unterstreicht der Papst Franziskus. Ich denke, Einheit Kind entstehen, wenn wir uns einer Verschiedenartigkeit und gegenseitigem Respekt bewusst gehen, wenn wir uns auf uns verschiedene Charismen besinnen und das zum Wohl von unserer Kirche ersetzen. Jeder Christ, ja jeder von uns, verfügt über das Charisma. Es gibt kein ohne Begabung. An den Charismaslisten von den Paulusbriefen kommen ganz viel unterschiedliche Gaben zur Spruch. Trösten, heilen, leiden, unterrichten, Barmherzigkeit üben, prophetisch schwätzen, wir könnten die Licht weiterfeiern. All das von Gott geschenkte Gaben und noch viel anderer gilt zu erspüren, wertzuschätzen, zu fördern, für den Abbau von der Einheit von unserer Kirche, gerade die auch die heute zu Lützeburg ist, zu nutzen. Wer sein eigene Gabe gering schätzt und nicht abbringt, entzieht der Kirche wichtige Lebenskraft. All Charisma von all und von jung ist nötig, und für uns Kirche lebensnotwendig. Weil die Kirche lebt in einer legitimer und fruchtbarer Pluralität. In dem Kontext will ich ein Plädoyer für uns Jung machen. Dax geht ja behauptet, mit dieser Jugend, der Handy- und Internetgeneration, wir nicht unzufangen. Ich konnte mich vom Gegenteil überzeugen. Unter der Leitung von unserem Erzbischof hatte ich die Chance, an den letzten Jahren ein paar Mal mit Jugendlichen nach Thailand zu fahren. Da gauf zusammen gebiert und da gauf zusammen geschafft. Mit ihren eigenen Händen, mit jugendlichem Enthusiasmus und mit großer Motivation haben sie an der Hitze, unter den lästigen Mustiken an anderen Herausforderungen, die auf Chantieren zu bewältigen sind, richtig geschafft, für eine Kirche bzw. eine Kapelle abzubauen. Jeder Verein hat seine Begabung als sein Charisma mit abgerufen, für etwas Großes zu realisieren. Chantier, aber für allem darüber hinaus gemeinschaftliche Glaubensweg. Auf dem Weg, auf dem wir an der Zeit auch unterwegs waren. Die Erfahrungen haben mir bewiesen, mit unseren Jungen als etwas unzufangen. Und ich wehre mich dagegen, wenn der Konträr behauptet wird. Wenn wir zusammen Kirche wollen sein, an Einheit verwirklichen und leben wollen, für so ein glaubwürdiges Zeugnis nach außen zu gehen, da gilt nicht nur, die älteren Generationen oder die am besten Alter zu berücksichtigen. Da muss man gerade auch als Jung mit abziehen, hier spezifisch Charismen fördern. Sie, wie auch als Kanner, begleiten, an ihnen einen Platz an unsere Gemeinschaft geben. Das lädt uns auch als Papst Franziskus aus seinem Schreibes Christus vivit und Herz, wenn er sagt: La communauté a un rôle très important
dans l'accompagnement des jeunes. Et c'est toute la communauté qui doit se sentir responsable pour les accueillir, les motiver, les encourager et les stimuler. Cela implique que l'on regarde les jeunes avec compréhension, valorisation et affectation, et qu'on ne les juge pas en permanence, ni qu'on exige d'eux une perfection qui ne correspond pas à leur âge. Die vielleicht ut unum sind. Du Leies vor Christus bleibt eine Herausforderung für uns all. Will man wirklich den Hit realisieren, da muss man all und uns schaffen. Als Charismen gegenseitig unerkennen, a jedverengem sein Platz an unserer Kirche zugestoßen. Ja, will man wirklich bestehende Probleme an Differenzen überwinden, da könnte drauf dass wir das gemeinsam am Glauben, der Hoffnung an der Lebt entdecken. Für allem aber muss man uns nächst ob die besinnen, den Herr von der Kirche ist, den an unserer Kirche lebt, wirkt, Christus den Obersternenen. Als einer Predigt bei Gelegenheit vom 25. Bischofsjubiläum von Monseigneur Frank sot als Kardinal, ich zitiere, ut unum sind, Monseigneur Frank, die hat als Kirche von Lützeburg das als Kado hanna los. Und das ist immens wichtig. Ja, vielleicht, es ist ein Kado, ein wichtigen, aber gleichzeitig ein herausfordernder Kado für als Kirche. Holen wir zusammen die Kado dankbar und erschaffen wir und der Verwirklichung von der Einheit. Los mal endlich Spannungen an Differenzen hannert Eis. Weil denken wir drun, Einheit als der Maßstab von der Glaubwürdigkeit von uns Christen. Nimmen, was wir vereint, mit Christus an unserer Mitte an Zukunft gehen, sie mir einen guten, fruchtbaren, an hoffnungsvolle Weg. Da sind wir zusammen Kirche. Merci, Monseigneur Frank. Bischofsdevies als bleibt Programm für uns Kirche zu Lützeburg. Amen. Toi, tu m'as envoyé. Ut unum sint, ut unum sint, ut
Soit parfait en unité, pour que l'univers sache que tu m'envoies et que je les aime comme toi tu Zu Jesus Christus, dem Denheit für seine Jünger Herzloch, bitte mir voll Vertrauen. Encourageier all verantwortlich an die Kirchen und an die kirchlichen Gemeinschaften, weher zu gehen, die hifeieren zur Einheit von der Christen. Christus Heierreis. Christus Heierreis. Sehen all Bemühungen durch die Welt, die zu Friedener Gerechtigkeit unter die Völker beidrohen. Christus Heierreis. Christus Heierreis. Macht Herzer von der Christen alle Guten für den guten Nachricht ob, los sie aus dem Evangelium heraus hier die Liebe gestalten. Christus Heierreis. Christus Heierreis. Hölleweis, als Charismen zu erkennen, sie gegenseitig zu respektieren, sie anzusetzen zum Abbau von deiner Kirche. Christus Heierreis. Christus Heierreis. Steh all eise Seminaristen bei, los sie sich spirituell und theologisch gut ob ihre späteren Dienst an der Kirche von Lützeburg vorbereden. Christus Heierreis. Christus Heierreis. Holt Gebirde von all denen die mit Eis an dieser Oktav verbunden sind, an denen hier Uleis mir dir willen vertrauen. Christus Heierreis. Christus Heierreis. Los alleis Leid verstorben, bei dir an deinem Reich eng ewig Wunnicht fannen. Christus Heierreis. Christus Heierreis. Herr Jesus Christus, Kreuz für uns gestorben an Obersternen den 3. Tag. Lauscht beis Oleis, an erheier sie an denger Gutheit. Dat frohe mir dich, denst du liebst, an Herbers, elo auf für immer an ewig. Amen. Regina Celi, Alleluia.
Laude et letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus vere, Alleluia. Prions. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Panem de celo prestitisti eis, Halleluja. Omne delectamentum in sea bentem, Halleluja. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
schon mein Lied bei dich gedroht, du hast mich nicht verstoß. Kein Lied, das man nicht verstehen, wird noch so groß, wird noch so groß. Du hältst dein Herrlichkeit, dat mir all Gnade gibt.
Wir haben Pontificalandacht überdrohen aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Die können Sie einkeier lauschen heute Abend um 18 Uhr bzw. um 23 Uhr jeweils Dock. Die ganze Oktav könnt ihr Livestream mitverfolgen auf den Seiten von katol.lu, rtl.lu und wort.lu. Zwischen den Zelebrationen als Kathedral ob für Einzelpilger zeigt also nicht außerhalb von der Gottesdienste an als Kathedral zu kommen. Für die Möglichkeit nicht tun, hinzukommen, machen ich aufmerksam auf die Aktion ein Kerz bei der Trichterin, an dem sie dir den Betrag für ein oder mehr Kerzen auf den Konto von der Kirchenfabrik von Notre Dame überweist, gehen an ihrer Intention Kerzen bei der Trichterin gebrannt. Die Teiler fanden ihr auf katol.lu an Haut auch am Wort. Weiter appellieren ich auch nach einkehr und den Don für die Restauration von der symphonischen Orgel, der ja dieser Tag ausgefallen ist, nicht wie funktioniert und unbedingt muss erneuert gehen. Auch dazu fand ihr die Teiler auf katol.lu. Merci für Ihre Generosität. Ich allo weiterhin eine gute Oktavzeit. Alle geben wir das Mikro zurück an das Studio.